Wir gehen in dieser Weihnachtszeit an. En er wordt verken je predigt, er wordt verken je reed van waar Jezus time, wat Jezus deed, wanneer hij time, en waarom dat wichtig is dat Jezus time ter wereld is een klein kind. Maar ik wil even de nächste 2 zinnen zijn, waar moet God den weg rijdt, zodat Jezus kan komen. Wat deed God schaffen, zodat de Rader kan komen en hij kan ons raden van dort, wat ons fehlt zum Verraten. Wanneer wir sein, wo Gott den Weg merken deed, durch Johannes, dort die Menschen werden reid für Jesus. Wir waren von der in Lukas Kapitel 1, wir waren mit der Versen durchgehen. Frauen, wenn die in der Bibel mit haben, werden wir die Versen taub durchgehen. Wenn wir von der diese Botschaft hören, ich weiß, wenn wir in der Weihnachtszeit angehen, wir wollen an Weihnachten denken. Aber ich glaube, du hast eine Wortheit, was wir noch mal vielleicht eine klein bisschen eine schwere Zeit haben zu sein, und dort ist das. Gott schafft einmal in uns Leben. Gott merkt einmal in Weg rein. Gott geht einmal vor uns. Und wir kicken fertig für den Wunder. Aber die Wunder ist für ein Kraxe graut, und wo Gott die Wunder, den Weg für den Wunder merken wird, ist der Wunder selbst. Und ich weiß nicht, was die von dir durchgehen. Ich weiß nicht, wo die ihn fingen, aber Gott schafft in uns Leben. Gott merkt uns Leben rein für die Wunder, was er für uns hat. Gott schafft einmal in uns. So wollen wir von dir sein, wo Gott den Weg rein merken wird für Jesus, der kleine Baby, was wird zur Welt kommen. Wir fangen an Lukas Kapitel 1, der 5. Vers an. Hier werden wir diese Versen lesen. Du wir in der Zeit, als Herodes König über Juda war, der Priester Zacharias von Abia, sein Dienstgruppe, und seine Frau Elisabeth, eine von ihren, seine Tochter. Sie waren in Bett fromm für Gott und hielten sich geboten und lehren und leiten sich nicht zu Schulden kommen. Aber sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth nicht Kinder haben können und waren auch alle Bett alt. So wir lernen diese ältere Lied kennen, wir wissen nicht, wie alt sie waren, aber sie waren noch alle. Aber wir lernen in Bett, wer sie waren. Sie waren Zacharias wie ein Priester, er deed in den Tempel dienen. Und seine Frau Elisabeth wie eine Tochter, wie von der Stamm von Aaron. Und wenn ihr die Alte Testament kannten, die Levites, die wir in den Tempel dienen, die waren die Gruppe Menschen, das Volk, was Gott apart gesagt hat, so dass sie würden in den Tempel dienen. Und so von beiden Seiten sei wir, wo diese Lied port werden von diesen Volk Menschen. Aber das sagt hier auch, wer sie wären, das Menschen. Sie sehen, das sagt es dort. Sie wären beide fromm für Gott und hielten seine Geboten und lehren und leiten sich nicht zu Schulden kommen. So, was wir hier von ihnen lernen, ist das ist nicht, dass sie ohne Sinn wären, da wären, dass sie ohne Schulden wären. Und hier in Englisch, wo wir sagen, das ist nicht, dass sie ohne Sinn wären, die wären ohne Blame, die wären blameless. Und keiner von uns sind ohne Sinn. Wir sind alle Sünder, wann wir auch losgekauft sind von unseren Sünden. Wir wollen noch mit Sünden kämpfen. Wir wollen auch Fehler merken. Wir sind ohne Gott seine Gnade und das bedacht unsere Fehler. Aber wir sollen so leben, dort, wenn Menschen von uns reden, dann, sie können nicht Schuld geben, sie können nicht schulden. Und dort ist wer, das ist das Lied wären. Aber das Sache ist, sie wären ohne Kinder. Und nun wären sie auch alt. Und wenn wir unser Altes Testament kennen, wie das Haupt uns denken von der Lied. Und dort ist Abraham und Sarah.
En dat is interessant, en ik geloof God wil ons laten zijn, dat deze twee paar lied zijn verbonden. En de ganze Bibel lezen we wel God mjuk en weg rijdt voor Jezus te komen. Dat vangt door 1000 jaar eier aan met Abraham en Sarah. En God deed een wonder durch aan, zodat een volk kan apart gezet zijn, een volk mensen kunnen apart gezet zijn, zodat de Messias voor de ganze wereld kan durch die mensen komen. En dan hier zijn we, waar God een lied apart zetten deed, dat durch aan wordt hij die Schatten weer die weg wird merken. Dan zijn we in 8 partieren dat Zacharias weer schaafde in de tempel en aan wordt gevraagd dat hij wordt gaan dienen. En dan wanneer hij in de tempel weer, in de over vers lezen wie ze staat. Dan kwam met eenmaal den Herrn zijn engel en stond om de rechterzijde van den Rückopfer altaar. Als Zacharias den zag, verviert hij zich en aan wordt angst. Aber der Engel sagte ihm, Zacharias, fürcht dich nicht, denn je bet es gehiert en du warst von den früh Elisabeth ein Sohn kriegen. En du sollst am Johannes nennen. En du warst die freien en glücklich sein, en viele wollen sich zu seiner Geburt freuen. Weil hij wordt in Gott seine Augen groot sein, hij wordt nicht Wein oder starke drinken en wordt al im Mutterlief dem Heiligen Geist kriegen. So wanneer Zacharias hier in den Tempel dient, dann sei wie, dat Gott schickt een engel, tam wat zijn te Zacharias. En door stond een engel door en we kunnen ons klein beetje naanloten wat het zijn. Wat wordt het zijn voor ons, want we worden dat zij ernst nemen, te God dienen en God aanbeten, en dan weer plötzlich een engel beziet ons. Ik geloof, we worden ons ook vechten, wie angsten zoals Zacharias deed. Dat zegt, hij angst zich. Maar wat weer het eerste ding wat de engel zegt? Hij zegt, fürcht dich nicht. Ik geloof, een van de dingen wat we als mensen verken geloven, is van God wat te ons wel zijn, dat wordt meest allemaal negatief zijn. We stellen ons vuurt op, wanneer we zijn, een engel wordt te ons komen. Het eerste ding wat wordt verken der ons kop komen is, wat heeft hij niet aardig gedaan? Wo wil God mij vernemen? Wat zou ik niet ändern? En God zegt hier, durch de engel, hij zegt, fürcht dich nicht. God zijn nodig voor ons is niet allemaal negatief. God kämpft in Genade. En hij heeft nodig voor ons om ons helpen. So wenn God zu uns reden wird, nochmal wird er uns wiesen, wo wir kort kommen. Aber Gott seine Gute nodig, das einmal kracht dort, das ist gut. Und hier sei wie, er soll sich nicht ängsten. Und wieder sagt er, den Gebet ist gehört. Was ist dort, was er Gebet hat? Dass er wird keinen Sehen haben. Und ich glaube, wer von uns, wir haben Verlangen in uns Hort. Wir wollen das vielleicht nicht mit anderen mitteilen, aber deep in uns Hort haben wir Verlangen für welche Dinge. Und wir können vielleicht nicht einmal verstehen, warum das nicht so uitvallen wird. Dass es zuerst ist, wie das wünschen. Aber viele von ihnen wegen, wenn die würden nicht vielleicht frei fallen, um das mitteilen mit anderen, was ihnen Verlangen hat, ist. Ich würde ihnen auch merken, dass das merkt mit Gott. Gott weiß auch, was ein Hort ist. Und das helpt uns, dass wir nach Gott bringen, dass Gott kann weiten und Gott kann hören, was uns Verlangen ist. Dann wieder sagt er, in der 15. Vers, will sein Wort in Gott seine Augen groß sein. So sie wollen sehen kriegen. Und sein Wort in Gott seine Augen groß sein.
En zij zullen am Johannes nan. Ik denk het met no zijn wat des noem Johannes meint. En dat meint gnädig. So dat is interessant. Johannes de Dijper, Gott schickt am tem den Wahrheit merken für Jesus. En dat is poort van God zijn genade. God wir en is gnädig, wanneer hij den Wahrheit merken net voor ons. En dan wieder sagt hij wordt een vrede zijn voor viele mensen. En dan redt de Engel wieder, dat hij zal niet wien of sterke drank drinken. En hij zal een Nazarene zijn. En dat is poort van de profeet wat God schicken wil. Die zal zich niet druk merken, maar dingen wat aan wil hinderen van de profeet zijn voor God. En hier zijn we ook in Epheser kapitel 5, de 18e vers. En bedrinkt u niet aan wien, waardoor je de controle over jezelf verlieren, over wat wordt vol van den Heiligen Geest. So dit is wer Johannes wordt zijn. Hij wordt zijn wat vol zijn van de Heilige Geest. We zijn het laatste part van de vers. Hij wordt van moederlief den Heiligen Geest krijgen. So God wordt door den Heiligen Geest Johannes brukken, om de bevrijd zijn, de waarheid merken voor Jezus Christus. So wat wordt deze boodschap zijn? Wat wordt deze nodig zijn, wat Johannes wordt brengen? We zijn in de 16e en 17e vers. Zegt dat wat hij wordt doen. Hij zegt, hij wordt vele van het volk Israël terug naar dem Herrn en God brengen. Hij wordt in de kracht en geest, die Elia had, voor dem Herrn gonen en de voeders en de horten met de kinderen toebrengen. En de ongelovigen, die bezuinigd brengen, de gerechte en de wijsheid aan te nemen, den Herrn een volk reit te merken. So we zijn hier een paar dingen, wel moet zijn wat hij wil doen. Eerst zegt hij dat Johannes wil het volk Israël terugbrengen te God. En later zei we wel, Johannes de wie ben Rifa, en zijn boodschap weer zei klaar, keert om, doe buße, wenn God schickt en rada. So hij wil zo zijn, wat wil het volk Israël terugbrengen te God. En we lezen in het Nieuwe Testament, wat het volk Israël in vele wijzen en geloven had aan God. In God. Aber hoorden wir in vele wijzen weit af van God. En voor ons is dat merkelijk dat we al de rechte dingen doen. Dat wat de Bibel verlangt van ons, onze werken zijn goed, maar ons hart is weit af van God. En zo God wil Johannes brukken, de mensen terugbrengen te God, zodat zij reit werden, om Jezus Christus aannemen. En vele van de dingen wat God in ons leven schaffen deed, is verkend om ons hart reit merken, dat we reit zijn voor de wunder wat God voor ons heeft. Hij wordt ver de hart gaan, ver de Messias gaan. En Johannes, de kapitel 1, vers 8, der het ook met alle erklären, wat Johannes deed. Johannes kapitel 1, vers 8, dat zegt es dit. Dort kwam een man van God geschickt. Hij heet Johannes. Dieser kwam om van dat licht te reden en zeggen dat zij door der alle zullen zum Glauben komen. Hij weer niet dat licht, hij weer geschickt nur dat licht aan te wijzen. So Johannes weer niet dat licht, hij weer door om te dat licht wijzen. Hij weer in vele wijzen een plaats wijzen. Hij weer niet die weer dat boodschap, die gouden nodig, de evangelium wordt brengen, dat weer Jezus. Maar hij wordt te Jezus wijzen. En ik geloof, dit is waar we zijn ook zijn.
Wir sind nicht die, wer die Götter nodig sind oder wie die Götter nodig haben. Jesus ist der Götter nodig. Und wir werden uns lassen brücken, um den Weg wiesen, dass Menschen zu Jesus können kommen. Und wenn wir uns aufmerken, dass er Weihnachtszeit, dass wir können Menschen zu Jesus wiesen. Johannes wird dus Elia sein. Und er wird dus ein Prophet sein. Und was wird kommen als Port von seiner Botschaft? Malachi, Kapitel 3, 23 bis 24. In dem Alten Testament, das sind von den letzten Versen im Alten Testament. Und hier sei wie, wo der Engel diese Versen noch lesen deit, oder sein deit. Er sagt, horch mal, ich will jünt mit dem Prophet Elia schicken, und dort eier dem Herrn sein grote und schrecklichen Tag kämpft. Hij wordt de ouderen met de kinderen verzuinen en de kinderen met de ouderen. Zodat ik niet dat ganze land te nicht slaan wanneer ik kom. Wat wird Johannes doen? Hij fängt an, hij sagt, de vaders Horten mit de kinderen te bringen. Das ist ein von den großen Teken, dort Gott noch arbeitet. Dort die Versöhnung ist in der Familie. Und ich sage dort, und ich glaube, hier sind auch, da sind so viele Familien, wo die Gemeinschaft in der Familie zwei ist. Und ich glaube, ein von den Wunder, was Gott will tun in der christlichen Familie, ist das. Dort, wo zwei ist, zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern, dort versöhnen. Nicht der Menschenkraft, aber weil Jesus Christus erst gekommen, er hat die Botschaft von Versöhnung gepredigt. Und weil wir versöhnt sind mit Gott, können wir versöhnt sein mit anderen. Und das ist ein von den Teken, dass Jesus Christus ein Wunder tut, von Familien war der Tod gemerkt worden. Wieder sagt er, die Ungläubigen zur Versöhnung bringen, die Gerechte ihre Weisheit unternehmen. Was ist die Weisheit von der Gerechten? Die Weisheit ist das, dass sie nicht auch und du, wer gerecht sind und als Christus wer gerecht ist. Und wer weise ist, wird Jesus Christus annehmen, dass Jesus Christus in Gerechtigkeit uns bedanken wird. Das ist die Weisheit von der Gerechten. Und wie in Johannes wird kommen, dass Menschen können sein, wer sie werden. Sie werden wie oft von Gott, sie werden getrennt von Gott, will sie sind da werden. Aber der, was Jesus verdient, kann die Gemeinschaft mit Gott gemerkt. Und wieder sagt er den Herrn, ein Volk bereit zu merken. Ein Ding, was ich gelehrt habe in meinem Dienst, dass es meist niemals dass eine Person, was Jesus annehmen, das erste Mal, die von Jesus lernen wird. Gott schafft den Menschen und fängt erst, dass wir sind so einkoppig und wir haben ein Hort, was so jung in Gott ist und so hart ist, dass Gott macht fängt in jeder Weg, in jeder Tiden in uns schaffen. Er macht erst in Weg reinmerken, so dass wir können uns selbst Klienten sein und wir können Jesus Klienten sein. Gott schafft in uns, dass uns hart weken wird, so dass wir bereit sind. Und ich will ihn von dir ermutigen, wenn die noch nicht Jesus angenommen haben. Aber die kann sein, wo Gott in ihn schaffen wird. Vielleicht will ihr erst ganz jung in Gott. Vielleicht hat ihr erst ein ganz kaltes, hart jung in Gott. Und nun fängt er an zu weken. Das ist Gott, was er arbeitet. Das ist Gott, wer jüngst reinmerken wird, um Jesus Christus wirklich im Ganzen annehmen. Sei Gott nicht auf. Sei Gott seine Arbeit nicht auf, wenn Gott merkt ein Weg rein, dass die kann am wirklich persönlich beginnen. So das ist, was Johannes verdient. Aber was wir Zacchaeus seine Antwort. In 18. Vers sagt, und Zacchaeus sagt zu den Engel, woran kann ich weiten, dass das so ist? Wil ik zie een oude man en mijn vrouw is ook niet meer jong. Gott hat am Grund gesagt, was er wird tun.
Aber lieber sein, was Gott wird tun und kann tun, Zacchaeus sagt bloß, was in Stich stund. Hij sagt bloß, wo das meest allmählich wir, oder ganz allmählich wir, wo da wird kann, was Gott wird kann tun. Und ich glaube, merken sehr wie auch so. Wir sein bloß alles, was in Stich stund hat. Wir sein bloß, wo Dinge allmählich sind. Wir sein bloß die Fehler. Wir sein bloß alle, wo das schwer wird sein. Aber Gott hat in Wahrheit gemerkt, und wenn er in Wahrheit merkt, der Weg, der wird aufgehen. Ich denke ein bisschen an die Welt, was Jesus macht da und da in Lukas Kapitel 18, der 17. Vers, er sagt, er aber seht, was für Menschen allmählich erst für Gott mählich. Und wenn wir bloß Dienste sein, wenn wir bloß Hindernisse sein, wenn wir bloß sein, wir sind in aller Mann, dann ist allmählich Gott sitzt in Weg. Und wenn Gott in Weg aufmerken, das ist allmählich. So werden wir nicht sein, was uns in Stich tun wird, werden wir sein, was Gott sagt. Werden wir sein, was Gott versprochen hat. So dass wir kann Gott sein Wunder sein, was er für uns hat. Und dann wieder denkt hier in Abad 25, redet der Engel. Dann seht der Engel zu ihm, Axi Gabriel, der für Gott steht und wird geschickt, mit die zu reden. Und der Gott nur recht zu bringen. Aber nu check mal, willst du mir nicht glaubst, als ich die seht, was zu seiner Zeit passieren wird, was du Sturm worden und nicht reden können, was denn da, wann dit sich erfällen wird. Das Volk überlüht Zacharias und wundert sich, warum er so lange im Tempel bleibt. Und als er rüberkam, kann er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Vision gekriegt hat. Weil er mög ein Tierchen fair und kann aber nichts sein. Und als seine Dienstzeit war, ging er zurück nach Haus. Und bald darauf ward Elisabeth schwanger. Und bleef dann 5 Monate für sich allein und seht. Dit heeft de Herr für mich in deze tijd gedaan en heeft de schande, die ik voor de mensen droeg, van mij genomen. Wat Zacchaeus sagt, ist allmählich. Wie mählich mit Gott. Und dort, was Gott passiert, wird worden passiert. Dort sagt, wenn seine Gottesdienst wie für dein Haus. Und dann war Elisabeth schwanger. Wir wissen nicht, wie alt sie war, aber sie war wieder aus der Zeit, wo das physisch mählich war, dort sie kann schwanger werden. Und dann wieder lesen wir in meinem paar Versen wieder in Lukas Kapitel 1, 57 bis nicht die Versen. Wir wollen nicht alle durchgehen, aber hier lesen wir, dass Elisabeth bracht Johannes zur Welt. In Lukas Kapitel 1, dort, was Gott hat versprochen, passiert. Lukas Kapitel 1, 57 bis 58 sagt es dort. Als der Zeit kam, dass Elisabeth ein Kind haben soll, brach sie ein Sehen zur Welt. Nobasch und Freundschaft hielten, dass der Herr große Gnade bewiesen hat und Frieden sich mit ihr. Dort, was Gott tut, die Wunder, was Gott tut, haben die Wahrheit merken für Jesus Christus. Dort sagt hier, in die Ohren der Frieden sich mit ihr. Der Frieden sich mit ihr, willst den Wunder, was Gott hat getan. Der große Gnade, was Gott bewiesen hat. Und dann wieder in 59 sagt es, dass am 8. Tag kamen sie, das Kind zu beschneiden und wollen nur sein Vater Zacharias vernehmen. Dann vermalt seine Mutter sich und seht, nee, er soll Johannes heißen. Sie sehen zu ihr, du hast nur ein
die Findschaft keiner, der den Nomen haft. Da mögen sei sein Vater teken fair, am uittefingen, wo hij den nemen wil. Hij fordert sich im Teufel en schreef, sie nomen als Johannes, en sie stunden durch Eva. Hier kann wir sein, so Zachariah kann sein, dort dort gelehrt hat, was Gott am will lehren. Und hij deed dort, was Gott verlangt. Hij geeft zijn Sehen den Namen Johannes. Und dann der vierde Vers davor sagt, en führt jenk Arm dort Mühl op, en seine Zunge wie los. Und hij können reden, und hij lobt Gott. Und dann, Vers sagt, dann kämen eine Fahrt über alle, der du Ram wohnden, und alles, was du wir gesagt worden, kriegen sei in die jüdische Boyländer zu hören. Die Wunder, was Gott in dieser Lied deed, das bleibt nicht bloß mit Ehren. Die Wunder in die Teken, dort Gott in Radar Schecken deed, die bleibt nicht bloß mit Zacharias. Die bleibt nicht bloß mit Elisabeth. Das Wort verspreit, und den Gott nur hier fairer, dieser Lied. Und so als du von Gott ein Wunder in uns tät, wer wir ohren der Leuten hören, was Gott tät. So dort Menschen können nach Gott drehen und Gott loben und preisen für was er getan hat. Und dann sei wie in der letzten Part, Zacharias bet in Sehen oder spricht in Sehen über sein Sehen. Und nachher sagt er, ihr seht als der Herr, Israel Gott, wills hij haft zijn Volk Israel besorgt en geraad. Hij haft ons uit zijn knecht David zijn huis met een gewaltige Heilung verzorgt. Zoals hij ons van alle tijden her durch seine heilige Propheten haft sein lassen. Dort wie von unser Feind en allerlei, die uns nicht leiden kann, sollen geraten werden. Die Gnade an uns zu beweisen, die hij uns vorher versprochen hat, und seine heilige Bund nicht zu vergeten. Den Eid, den hij unseren Stammvater Abraham durab geschworen hat, dort die wir von unser Feind freigemerkt sind, und würden ohne Furcht deinen kennen, in Helligkeit und Gerechtigkeit so lang als wir leben. Er fängt an, er sagt, Gott hat gekommen zu seinen Menschen. Er hat sein Volk Israel besorgt und gerat. Und diese Botschaft von Radung und der Evangelium, die ist nu auch für uns. Er hat das klar gemerkt durch Jesus Christus. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft von Ostern. Dort Jesus Christus ist gekommen. Er ist unser Radar. Unsere Radung ist hier. Wir sollen nur Jesus checken, wir sollen Jesus annehmen. Und wenn wir dort tun, unsere Radung ist hier. In 71 sagt er dort, wie für unsere Feinde und alle die uns nicht leiden können, sollen geraten werden. Wer ist uns größter Feind? Das ist Tod, das ist Sünde. Und Jesus Christus hat uns losgekauft von uns größter Feind. So dort Tod und Sünde und Soto nicht mehr Kontrolle über uns haben. So dort wir los sind, um Gott dein und arm allein dein. Und dann wieder in Vers 70 sagt er, und du kennt wirst, den Allerhöchste sind Prophet genannt worden, willst du wirst den Herrn verabgehen. Und den Wahrheit zu merken, und du wirst den Volk sein. Dort sei du der Kernen geraten worden. Wann?
wanneer de zinden vergeeft worden. Der Gott zijn leeftoejet metleid, wat de morgen zon van hemel even ons opkomen, even die te schijnen, de onder de dodes werk en duisternis zetten. En onze feit op den vredensweg napstieren. Du wordt einer komen, noem Johannes, de persoon wer we nu kennen als Jezus. Hij wordt der Rader zijn. Hij zegt dat wie, hij zij, door der kunnen geraad worden van wat, wanneer de zinnen vergeeft worden. Dat als der Jezus Christus, wo onze zinnen worden vergeeft. En wie worden der Jezus Christus, God zijn leeftoeje metleid leren kennen. En als der Jezus Christus, wo der wie den Friedensweg leren kennen. Wir haben Frieden mit Gott und wir können Frieden haben mit Menschen. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft und die Nachricht, wo Gott Johannes schicken, die den Weg reit zu merken. Und die Botschaft von Weihnachten ist das. 2000 Jahre zurück, darum, Gott wäre für alle Ewigkeit das Port von der Dreieinigkeit, die Person Jesus Christus. Gott sein Sehen, kam zur Welt, das Mensch, das ein kleines Baby. So dort er kann ein Leben uitleven was perfekt wir, vollkommen wir. Dort wann er abgewaschen wir, und er Gott gedient hat, das ein Prophet, das ein Vermittler, wird er sein innerliches Leben abgeben. Ein Opfer zu sein für die Sündenschuld für die ganze Welt. So dort alle die, wer an Jesus Christus glauben, und am Vertrauen und am allein Vertrauen von ihrer Seiligkeit, würden gerat worden durch Arm. Dort ist die Botschaft von Weihnachten. Wer wir dort niemals vergeten. Wer wir uns dort loten Scheingehen des Weihnachtstied. Das ist der Heilige Deal. Aber wer wir niemals vergeten, wo Jesus oder Gott den Weg reinmerken deed für Jesus. Und dort ist, dort wir können uns Radar lernen können. Wer wir noch schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, Dankeschön, dass du zur Welt kamst. Und Gott, von dir sei wie, wo du den Weg reinmerkst für Jesus Christus. Der Johannes. Und Gott, von dir sei wie vielleicht hier und wir können nicht ganz verstehen, wo du den Weg reinmerken darfst in uns Leben. Aber Gott, wir vertrauen, wir glauben, dass du hast Plan für uns, du hast Wunder für uns, du hast Rettung für uns. Und Gott, wir wollen uns hingeben und dort annehmen, den Weg, was du reinmerken darfst für uns. Und für uns, Gott, vielleicht sind hier von dir und wir horchen das und wir sind noch nicht durch, wo wir uns hingegeben haben. Wir haben noch ein Wort, was Wort ist. Und kriegst du einen Weg, wo Johannes geht vorab und mögt den Weg reit für Jesus Christus. Gott, ich bete, dass du was wieder schaffen, den Weg reit zu merken. Für uns, wer die noch nicht angenommen haben. In Jesus Christus, das Weihnachtstied, merk uns reit, haben die persönlich beginnen. Dort wie kann die Beten lernen kann. Dort wie kann die preisen und anbeten für den wunderbaren Heiland, was du für uns bist. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.